Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir höchstpersönlich. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's eigentlich sehr gut. Es gibt so ein paar ganz kleine Updates. Ja, ganz kleine. Ich habe jetzt eigentlich immer so ein bisschen gesagt, dass ich relativ so ein bisschen allein chill da in Montreux, sage ich mal so. Also, dass ich jetzt nicht wirklich mit Leuten da gebondet habe. Und es ist jetzt gerade diese Woche, ja, hat sich so ein bisschen verändert, sage ich mal. Ich habe so keine Friends gefunden. Ja, beziehungsweise also auch so ein paar Leute, die es easy lustig haben in der Schule. Und jetzt haben wir das erste Mal gesagt, wir gehen morgen mal etwas trinken. Und ich bin so, voll. Ich freue mich irgendwie mega drauf. Auch wenn ich ehrlich bin, dass ich momentan noch irgendwie so einen richtigen Stress habe. Ich habe jetzt heute müssen ein Video filmen, das am Sonntag online kommt. Und ich musste es halt jetzt schon filmen, weil es eine Kooperation ist. Und die muss man ja meistens also eigentlich immer noch vorher abgeben und approven lassen. Und dann habe ich jetzt noch den Podcast und noch andere Sachen. Oh shit, ich hätte noch aufzugehen, merke ich gerade. Alter. Ja, sonst mache ich das nachher noch. Wir haben übrigens 22:48 in ein bisschen mehr als einer Stunde kommt der Podcast online. Also ich bin sehr im Stress. Plus, ja, keine Ahnung. Schule und Social Media gleichzeitig ist fucking pain. Ich frage mich jetzt noch, wie ich das schaffen wenn ich dann studieren will. We gonna see. Es ist ja eigentlich was anderes, weil ich studiere eigentlich Social Media sozusagen. Das ist ja so ein bisschen two in one, hoffe ich zumindest. Ja, genau. Aber ich muss echt sagen, dass ich heute gefühlt absolut keine Motivation gefunden habe, um irgendwie das Video machen, das YouTube-Video machen, jetzt noch den Podcast machen. Ich weiß nicht, also ich kann kurz sagen, ich hatte jetzt gerade die letzten 2 Tage eine Kollegin bei mir auf Besuch, die ich letztes Jahr in Montreux kennengelernt habe. Grüße gehen raus, falls ihr das hört. Und es war mega cool gewesen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nachher so geschlaucht gewesen, weil ich weiß nicht, für die schon mal einen Sprachmodell gemacht haben und vielleicht Besuch gehabt haben, die können das so ein bisschen nachvollziehen, weil ja, es braucht richtig viel Energie. Also du bist eigentlich jeden Tag mit Menschen, wo du ja nicht so close bist, beziehungsweise easy viel so Energy brauchst quasi so. Also so Social Battery muss recht hoch sein. Ja, und keine Ahnung, du hast halt, ja, auf jeden Fall war sie halt da gewesen, und es war so mega cool gewesen, aber ich habe irgendwie nach diesen 2 Tagen gemerkt, oh mein Gott, ich muss wieder kurz alleine sein und meine Social Battery tanken. Und ja, das hat mir dann irgendwie, dann habe ich wie gemerkt, mein Körper sagt mir so, yo, Alter, jetzt chill mal, jetzt liegst du auch mal an und machst nichts und chillst am Handy oder kann ich gehst laufen oder irgendetwas. So, und ich habe halt gewusst, ich muss heute noch viele Sachen machen. Darum war es mir hure schwer gewesen, heute irgendwelche Motivation zu finden. Plus es regnet die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was los ist. Also es ist in der ganzen Schweiz so, dass es die ganze Woche einfach regnet. Alles so sad, das zieht mich richtig. Es demotiviert irgendwie hure. Aber irgendwie hat mich das Ganze so ein bisschen auf die Idee gebracht für den Podcast. Vielleicht geht es ja auch gerade vielen so. Ich nehme an, gerade jetzt vielleicht auch, wenn der Podcast los ist, vielleicht auch nicht. Aber jeder kennt das, dass man mal absolut unmotiviert ist und eigentlich etwas müsste machen oder vielleicht auch eigentlich etwas will machen oder ein Ziel will erreichen, aber absolut keine Motivation hat. Und ich kenne das auch sehr gut. Wie gesagt, ich habe es heute gerade absolut gehabt. Also ich habe richtig gestruggelt. Ich bin so auf meinem Bett gegangen, so nein, ich muss es jetzt machen. Ja, voll. Genau. Aber wir kennen das grundsätzlich alle. Und es ist ja eigentlich auch etwas voll Menschliches, dass man mal absolut keine Motivation hat. Und ja, darum möchte ich heute ein bisschen auf das genauer eingehen. Und ich habe so ein paar Special Nutty Tipps für euch ready, um euch ein bisschen Motivation zu schenken oder vielleicht so ein bisschen, was mir hilft. So ein grosses Ding, das ich halt als Beispiel habe, ist zum Beispiel so ein bisschen das Französisch lernen. Also gerade als ich in der Schule war, ich habe das Fach so gottlos gehasst. Nein, ganz schlimm gewesen. Also wir hatten so einen mega coolen Lehrer gehabt, aber ich weiß nicht, ich war so schlecht in Französisch. Und ich glaube, das ist doch allgemein so, wenn man in etwas so richtig schlecht ist, also gerade in einem Schulfach, dann macht man so automatisch nicht gerne. Also, ich weiss nicht, bei mir war das irgendwie so gewesen. Voll. Und darum hatte ich auch absolut gar keine Motivation gehabt, um irgendwie für Französisch irgendetwas zu lernen. Es ist einfach so angeschissen, ich so gehasst. Und ja, jetzt ist ja eigentlich genau so das Gegenteil passiert, seit ich aus der Schule bin und in dem Sinn
keine Noten mehr habe. Also ich hätte eigentlich lieber dort Motivation gehabt und dann jetzt immerhin ja, so ein bisschen etwas brach, beziehungsweise dann hätte ich wenigstens eine coole Note gehabt am Schluss meiner Matur, weil ja, jetzt will ich da 7 Wochen im Sprachaufenthalt am Französisch lernen und mache es ja eigentlich nur für mich, beziehungsweise ich brauche ja keinen Abschluss oder ich brauche es nicht irgendwie für einen Beruf oder ich weiß nicht. Aber wie, ich bin da für mich so und ich habe wie auf einmal so eine Motivation gefunden zum Französisch lernen. Das heisst, ja, ich mache es einfach für mich und darum habe ich da sehr, sehr viele Tipps und ich habe auf den Weg gegeben, um eine Motivation zu finden. Und ich glaube, ich fange gerade mal an. Und zwar für mich der eigentlich fast essentiellste Punkt ist, dass man etwas will. Und also gut, es ist sehr schwierig, das auf mehrere Sachen zu beziehen. Es gibt ja, keine Ahnung, Motivation für Sport, Motivation zum Lernen oder sonst irgendwie. Aber ich glaube, das kann man schon auf alles übertragen. Wenn man etwas will, wenn man etwas, zum Beispiel jetzt beim Lernen, wenn man will, das können, wenn man will, eine Sprache können, reden, fließend, whatever, wenn man ein Ziel hat, dann fällt es viel einfacher. Also gerade, als ich in der Schule lernen, habe ich so oft keine Motivation gehabt. Vor allem aus dem Grund, dass ich mir so selbst dachte, Bro, das brauche ich nie mehr in meinem Leben, Bro, wieso muss ich das lernen? Ich habe so viele Gründe gefunden, um mich aufregen, warum ich das jetzt lernen muss, dass es unnötig ist. Und auch eben, dass ich es nie mehr brauche. Und dann kommst du in so eine Spirale, wo du halt dich selber irgendwie noch mehr demotivierst. Und ja, genau. Und ich habe so ein bisschen gecheckt, irgendwie gerade jetzt mit dem Französisch, sobald du irgendwie ein Ziel vor Augen hast, etwas, was du willst erreichen und etwas, was du wie von dir aus willst und nicht irgendwie, weil du musst, blöd gesagt, fällt es auch viel einfacher zur Motivation zu finden. Also bei mir ist jetzt zum Beispiel gerade beim Französisch ist jetzt so das Ziel, ich will das irgendwann fließend können reden. Und ich setze alles daran, dass ich das irgendwann kann. Ich will das vor allem können, weil ich die Sprache schön finde, weil gerade wenn ich zum Beispiel in die Ferien irgendwann gehe mit meiner Family, dann kann ich so meine Weird Flex raushauen, dass ich so perfekt mit denen Französisch reden kann. Ich stelle es mir irgendwie mega cool vor, eben, also wenn man sonst mal irgendwo ist und dann ist ein Franzose, dann kann man mit dem reden. Oder es kann ja gut sein, dass ich mal irgendwie in der beruflichen Welt, wenn ich Richtung Medien gehe, dass ich mal im französischen Teil von der Schweiz arbeite für Medien. Oder irgendwie so etwas, keine Ahnung. Aber so, das sind so meine Punkte, die mich übel motivieren zum Französisch lernen. Und in der Schule war das halt ganz anders gewesen. Also, das war halt obviously die einzige Motivation gewesen. So, ja, ich will Matur einfach bestehen, ist mir scheißegal. ich will einfach durchkommen, sozusagen. Und ich glaube, das war so ein bisschen der falsche Ansatz von mir. Ich glaube, hätte ich das auch so ein bisschen gesehen, Französisch zum Beispiel jetzt gerade, wie ich es heute sehe, dann hätte ich obviously eine ganz andere Motivation gehabt. Also, oder nur schon irgendwie die Motivation von, hey, ich will jetzt wirklich eine gute Note schaffen. Ich will jetzt wirklich das lernen. Und eben auch gerade mit dem Willen ist so ein Unterschied. Ich glaube, als ich es so mega angesehen habe, von, Alter, so ein Scheiß, Alter. Wieso muss ich das lernen? Ich brauche das nie in meinem Leben. Und es tut mir leid, es gibt sehr viele Sachen, die ihr in der Schule lernen, die ihr nie mehr werdet in eurem Leben brauchen. Also ich bin schon 2 Jahre aus der Schule und ich habe den Pythagoras immer noch nicht anwenden und die Mitternachtsformel nicht. Und ich habe auch kein Gedicht analysieren. Aber trotzdem lernt man es halt in der Schule. Und ich glaube, wenn man sich immer so mehr in das Loch hineinreitet oder in die Spirale, wo man sich selber irgendwie, keine Ahnung, wo man irgendwie Mitleid am Suchen ist, und sich so ein bisschen in die Opferrolle drängt, was mich für eine Arme, die das muss lernen, dann kommst du halt wie nicht weiter. Beziehungsweise es demotiviert dich halt wie mehr. Und wenn du wie irgendwie gerade beim Lernen zum Beispiel, sorry, ich beziehe mich jetzt gerade immer aufs Lernen, sorry, falls jetzt gerade der Podcast los ist, weil du keine Motivation hast zum Sport machen, aber ich glaube, die meisten von außen finden keine Motivation zum irgendwie gerade zum Beispiel lernen oder vielleicht sonst irgendwie etwas machen fürs Schaffen oder so. Aber ich beziehe mich jetzt aber schon aufs Lernen. Gerade wenn es zum Beispiel ist etwas, ich kann nicht mehr reden. Gerade wenn es zum Beispiel etwas ist, wo du musst lernen und du findest das Thema langweilig, du hast keinen Bock, du denkst, das brauchst du nie mehr. Es gibt bei jedem Thema etwas, wo könnte interessant sein, wo wird interessant sein. Und es geht nicht immer darum, dass du alles im Leben brauchst, sondern dass es auch einfach spannend ist zu wissen, wie viele YouTube-Videos in deinem Leben oder TikToks hast du schon geschaut, wo du nie mehr in deinem Leben wirst brauchen. Das ist ja nicht das Ziel, sondern du findest es spannend. Du interessierst dich dafür. Oder eben auch nur schon das Buch. So, das sind alles Sachen, wo man ja nicht braucht fürs Leben. Also ja, kommt drauf an. Aber es interessiert einem.
Und darum schaut man es. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen der Schlüsselmoment, den du haben beim Lernen. Sobald du irgendwie etwas findest an dem Thema, das du jetzt zum Beispiel bei der Prüfung hast, das dich interessiert, dann musst du wie an dem festhalten. Und ich glaube, das bringt allgemein hure viel, weil sobald du mal willst lernen, mehr willst wissen über das Thema, dann fängst du dich auch an, darüber zu informieren, außerhalb von deinen Lernsachen. Und jetzt wird es crazy, wenn du zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, in Geschichte den Zweiten Weltkrieg hast, weiss doch nicht, und jetzt einfach nur die Notizen durchliest, die ihr in der Schule habt, so klar, bist du in dem Sinne okay vorbereitet. Aber jetzt imagine, du interessierst dich hure für den Zweiten Weltkrieg. Dann fängst du an, YouTube-Videos nebenbei anzuschauen. Bro, du wirst eine crazy Note schreiben. Einfach weil der Lehrer merkt, dich interessiert das. Und eben, ich kann natürlich auch voll verstehen, wenn es jetzt wirklich einfach ein Thema ist. Also ich habe Geschichte gehabt. Gut, ich habe viele Fächer. Habe ich nicht gerne gehabt. To be honest. Ausser Dinge so BG und Zeichnen und alles. Aber es gibt in jedem Thema, auch wenn es jetzt Mathe ist, es gibt überall etwas, das dich interessiert. Oder wo dich irgendwie catcht. Und an dem musst du dich so festhalten. Das musst du irgendwie so ein bisschen aufbauen. Voll. Ja, das ist erstmal so das Erste jetzt bezüglich Lernen. Und was mir auch immer geholfen hat, das ist jetzt gerade mehr bezogen auf so ein bisschen, ja, jetzt im Alltag, jetzt vielleicht weniger gerade eine ganze Prüfung, sondern jetzt mehr so, das, was ich zum Beispiel heute hatte, von shit, ich sollte jetzt eigentlich aufstehen und das machen und ich habe keine Motivation oder ich muss heute noch so viel machen. Man hat das Gefühl, man hat noch so einen ganzen Berg von sich und irgendwie, ich weiß nicht, ich kann das auch übel, wenn ich so einen Tag vor mir habe und ich so viel zu tun habe, dann chill ich lieber einfach. Also dann bin ich so auf dem Bett und irgendwie schiebe ich so viel vor mir her. Ja. Obwohl ich die Zeit irgendwie nutzen müsste, das macht so keinen Sinn, aber irgendwie, ja. Auf jeden Fall, Leute, ich lege euch ans Herz To-Do-Lists. Wahrscheinlich habt ihr das schon 500 Mal gehört im Leben, aber das ist wirklich ein Game-Changer, also for real. Ich weiß nicht, aber es gibt mir ein unglaublich geiles Gefühl, ein unglaublich befriedigendes Gefühl, dass wir ein Häkchen machen mit dieser To-Do-List. Ich weiß nicht, das ist ein Game-Changer. Irgendwie, also nur schon, wenn ihr jetzt, kann ich zum Beispiel auch den ganzen Tag, einen Samstag, so vornehmt, ein paar Sachen zu erreichen, macht am Abend vorher oder am Morgen einfach als erstes die To-Do-Liste und ja, weißt, schreibt auch kleine Punkte auf, jetzt nicht einen grossen Punkt von Lernen, sondern einzelne Kapitel. So, das gibt einem so viel Motivation und wenn man etwas abgehökelt hat, dann hat man das Gefühl, man hat schon etwas erreicht und ja, einfach den grossen Berg, den man zu tun hat, so einzeln abarbeiten. So, weil dann hat man so, man hat normalerweise, glaube ich, immer einfach so am Schluss so den ersten Erfolg, wenn man den grossen Berg geschafft hat. Aber man hat mit der To-Do-Liste so kleine Erfolge und da hat man einfach viel mehr Motivation. Und ich glaube, gerade wenn du mal die To-Do-Liste gemacht hast und einfach mal sagst, yo, ich sitze jetzt einfach mal an meinem Pult. Ob ich jetzt nachher lerne oder nicht, ist scheißegal. Aber wenn du nur schon diesen Schritt gemacht hast, dann hast du eigentlich schon einen riesigen Schritt gemacht, du weißt nicht. Oder nur schon, wenn du mal deine Sportsachen anlegst, du hast schon einen riesigen Schritt gemacht. Weil nachher, wenn du den ersten Schritt mal gemacht hast, dann fällt dir der Rest so viel einfacher. Weil der erste Schritt ist grundsätzlich immer das Problem von der Motivation. Also was du jetzt gerade etwas machen musst, und es schießt dich hure an, du chillst gerade im Bett oder irgendwo und hörst den Podcast, Bro, mach den ersten Schritt, einfach jetzt mal, natürlich nachdem du den Podcast gehört hast, aber mach den ersten Schritt und es wird dir der Rest so viel einfacher fallen. Und wenn dir das irgendwie schwerfällt, mal den ersten Schritt zu machen, hilft es mir auch irgendwie wie vorher so wie einfach mal grundsätzlich aufzustehen. Zum Beispiel sagen, ja, ich gehe jetzt mal ein Glas Wasser trinken. Einfach schnell in die Küche gehen, ein Glas Wasser trinken und dann stehst du schon auf den Beinen voll. Oder irgendwie, wenn du jetzt ein bisschen mehr Zeit hast und es etwas Größeres ist, vielleicht auch so, einfach schnell einen kurzen Spaziergang machen, schnell frische Luft schnappen, dir Gedanken machen, jetzt nicht unbedingt am Handy sein während dem Spazieren, sondern wirklich einfach so ein bisschen schnell kurze Pause dir gönnen und wie sagen, wenn ich wieder zurückkomme, dann sitze ich jetzt nicht zurück auf mein Bett, sondern hocke ich an meinen Schreibtisch oder dann mache ich genau das, was ich machen muss. Dann weisst du, du hast jetzt eine gewisse Zeit, bis es anfängt. So ein bisschen. Okay, gut. Ja, beim Spazieren, ich glaube, das wissen wir alle, dass es absolut nichts bringt, wenn man so sagt, ja, am Punkt fange ich an zu lernen. Solange bin ich jetzt am Handy. Weil dann wird es irgendwann ein Viertel ab und irgendwann halb. Also das wird nicht funktionieren. Zumindest bei mir nicht. Aber ich glaube, so beim Spazieren, wenn du wie weisst, kommst du von der Route zurück und hockst nicht aufs Bett. Dann funktioniert es vielleicht eher noch. Ich finde es vor allem eigentlich so weirde Gedanken, dass wir unsere eigenen Feinde eigentlich sind. Also wir sind die einzige Person,
die uns selber im Weg stehen, um das zu machen. So, du hast ein Ziel, du willst eigentlich etwas machen, du willst etwas erreichen, aber du willst es auch nicht. Und das ist eigentlich so blöd. Also gerade zum Beispiel so beim Sport habe ich das selber auch mega so, ich will jetzt eigentlich regelmäßig Sport machen, aber da habe ich keine Motivation. Aber eigentlich ist es so simpel. Also weißt du, wenn du so darüber nachdenkst, mega weird, was so Motivation ausmacht. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist so, wie gesagt, auch mega Spass daran haben. Das ist wirklich, also ich glaube, Spass ist so etwas, was man übel underrated, so bei der Motivation. Also jetzt auch, wenn ich so auf den Sport beziehe, wenn du etwas willst erreichen und du willst ins Gym gehen, aber das Gym macht dir übel keinen Spass, dann wirst du es auch nicht lange durchziehen, beziehungsweise auch nicht lange Motivation haben, um das zu machen. Dann such dir lieber einen Sport, wo du easy Spass hast. Das kann, keine Ahnung, ein Teamsport sein oder tanzen oder einfach alleine joggen gehen oder irgendwie etwas anderes. Aber such wie so deine Nische, wo dir Spass macht. Und eben, wie gesagt, das ist ja beim Lernen so. Such dir den Punkt, wo dir Spass macht. Weil in jedem Thema gibt es irgendetwas, wo spannend ist, wo dich interessiert, wo dich motiviert und so ein bisschen den Motor ankurbelt. Sagt man so schön. Darum ja, steh jetzt auf, beweg deinen Arsch, sauf ein Glas Wasser oder mach einen kurzen Spaziergang, leg dein Handy weg und let's go. Und ich sehe gerade, nein, ich höre gerade, nein, warte, ich sehe gerade, dass du jetzt immer noch in deinem scheiß Bett hockst. Also, steh auf! Ja, ich hoffe, das war genug Motivation. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ganz viel Motivation. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und sorry, dass es eine kürzere Folge war. Dafür war die letzte Folge länger. Ihr könnt mir übrigens bei immer mega gerne auf Insta schreiben oder jetzt da in den Kommentaren, was ihr so gerne für Themen wünscht, wo ich mal darüber rede. Es kann alles Mögliche sein, sowohl Erfahrungen von mir, als wenn ihr eine Frage habt oder was euch beschäftigt, irgendwelche Themen. Schreibt es in die Kommentare. Und gebt dem Podcast natürlich 5 Sterne. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss!